Konnichiwa, minasan. Ja, ich bin wieder mal da. Habe lange nichts von mir hören. Aber jetzt habe ich gedacht, ich nehme mich mal mit. Ich habe einen Tag frei genommen. Und wie ein paar von euch vielleicht auf meinem Instagram-Profil schon mitbekommen, ich habe jetzt angefangen zu golfen. Ich war erst auf der Driving Range und ein bisschen daheim. Ja, hier in meinem Garten habe ich das Netz aufgestellt. Da kann ich ein bisschen Abschlag üben. Das ist meine Golftasche. Und jetzt kann ich heute das erste Mal 9 Löcher spielen. Ich habe gerade angerufen, es ist noch frei. Ich denke, für das allererste Mal überhaupt auf dem Golfplatz 9 Löcher sind genug. Darum, ja, ich bin gespannt. Wird sicher frustrierend und lustig für euch. Darum, ja, ich nehme euch jetzt mal mit. Und ich würde sagen, bis dann. Ah, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nervös ich bin. Dann das erste Mal. Geht noch ein Bier müssen kaufen, noch ein Bier hexen. Hey, Donner. Also, heute ist Freitag. Ich hoffe, es sind nicht so viele Leute, dass ich auch ein bisschen Zeit habe zum Filmen. Auch noch schön, wo man nicht jeder zuschaut. Ich werde doch ein bisschen knapp dort sein. Ich werde nicht mal grosse Zeit haben, für noch auf die Driving Range zu gehen. Ein bisschen einzuspielen. Geht her auch an. Mal schauen. Jetzt muss ich mal etwas zeigen. Die macht das hier. Das ist da Zug. Die das da von Hang, die da zeichnen. Das ist noch krass. Also ich mache gerade Pause dort. Ja. Sag bis nachher. Mal schauen, hat die alles von Hang gemalt, Mann. So, den Eingang habe ich schon mal gefunden. Aber ich noch ein bisschen zu früh. Darum gehe ich jetzt noch rauchen und nochmal ein Bier. Ah, das ist aber die Driving Range. Und ist ist 220 Jahre zu lang. Und der kann man dann 9 Löcher spielen. Das wird lustig. Schön. Wir haben super Wetter. Super Laune. Ja, aber gegen super Laune, wenn man mal frei hat. Das ist ja nicht so gängig hier in Japan. Das ist eigentlich so mein erster richtig Tag frei, den ich mal so genommen habe. In 2,5 Jahren. Ich habe erst vor 8 Monaten meinen Job gewechselt. Jetzt habe ich endlich mal auch Ferien zu gut. Das hatte ich vorher nicht gehabt. Gut, ich hätte schon Ferien nehmen, wenn ich hätte wollen, aber ich hätte natürlich nichts verdient. Und ja, wenn jetzt so die Wahl ist zwischen Tag frei oder 200 Stutz verdienen, nimmst du 200 Stutz, oder? Aber ja, jetzt bin ich wirklich recht durchgebrannt, körperlich und geistig. Darum jetzt gestern spontan dem Chef gesagt, du, schau, man muss einen Tag frei haben. Und ja, eigentlich kann ich 18 Löcher spielen. In einem anderen Golfclub. Aber ich war ein bisschen spät. Die war schon ausgebucht. Und der hier ist einfach viel zu teuer. Für 18 Löcher zu spielen. Wäre 150 Stutz. Und dann habe ich gesagt, nein, ja, mach ich nicht. Für das allererste Mal auf einem Golfplatz zu stehen. Und darum gehen wir jetzt nur 9 Löcher spielen. Am späten Nachmittag. Kostet gerade 50er. Darum habe ich gedacht, boah, ein 50er ist schon dümmer ausgegeben. Darum suchen wir noch ein schönes Plätzchen. Wo man noch ein Bierchen nehmen kann, nicht in der Sonne. Dann ist es schon fast warm. Aber ich konnte nicht mit kurzen Hosen können. Weil, ja, es ist auch Golf, da ist auch gewisse Kleiderregeln, würde man mal sagen. Und darum schön
Das Polo angelegt, lange Hosen. Ja, mein Tailor-Made-Hut. Sollte gut sein. Ich will mal sagen, ganz Plätzchen gefunden unter der Brücke. Dann geht es dann los. Dort muss ich einchecken. Darum nehmen wir mal eins. Vielleicht sage ich noch etwas, wer weiß. Bis dann. Ja, ich hatte jetzt noch die 4 Stunden Zeit. Ich hätte noch ein paar Abschläge machen, aber ich habe mich dagegen entschieden. Lieber noch ein Bier nehmen, die Nervosität ein bisschen anschrauben. Ich denke, nach 5 Minuten auf dem Go-Platz würde ich sagen, schlechte Idee gewesen. Aber mal schauen. Schon leicht einen sitzen, aber auch ein bisschen Mut angetrunken haben wir schon. Das wird so ein Desaster, ich sage nichts. Ja, bin gespannt. Wenn nach 10 Schlägen muss ich das Bauli lüpfen. Mal schauen, wie meine Scorecard am Schluss aussieht. Vielleicht werde ich 90 haben nach 9 Löchern. Wer weiß, vielleicht werde ich kein einziges Loch geputtet haben heute. Mal schauen. Und das Einzige, was ich wirklich trainiert habe, ein bisschen, sind Abschläge. Ich denke, das letzte Mal geputtet habe ich auf einem Mini-Golfplatz in der Schweiz, wo ich bei 20 war oder so. Das ist ja schon eine halbe Ewigkeit her. Also, ich habe noch nie auf Gras geputtet, noch nie auf Gras abgeschlagen. Also, mal schauen. Wird lustig. Ich darf einfach nicht tendieren, manchmal ein bisschen verrückt zu werden. Ich darf mich einfach nicht aus der Ruhe bringen. Einfach versuche ich Spass zu haben. Das ist das erste Mal heute. Oh mein Gott. Ja, nervös wie Anton. Aber wird lustig. So, erster Schlag in meinem Leben. Ups. So, Fazit nach 2 Löchern. Ich konnte filmen. Ja, Leute hinter mir, die warten. Und die Uhr langsam. Also, das Einzige, was ich gemacht habe, ist Bauli gesucht. Jetzt 2 Paar 4 gespielt. Im ersten hatte ich 7 Schläge, also ein Triple Boogie. Und im zweiten habe ich 8 Schläge gebraucht. Quadruple Boogie. Aber mal schauen. So, probieren wir es noch einmal. Paar 4, 316 Yards. Ich habe nicht mal gesehen, wo der Herren ist. Also wirklich absolut kein Schimmer, wo das Bauli Herren ist. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich hoffe, es ist auf dem Fairway, aber so wie ich mich kenne, auch nicht wirklich. Ah, dort liegt etwas. Ja, auch kein Bauli. Das ist nur ein Blatt. Shit, keine Ahnung, wo der Herren ist. Absolut kein Platz. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe den nicht gesehen. Oh, das ist nicht schlecht. Im letzten hatte ich 3 drüber gehabt. Das Bauli nicht gefunden. Schlussendlich habe ich noch gefunden, wäre schon auf dem Fairway gelegen. Hure der Idiot. Jetzt müsst ihr mal schauen, das ist ein... Schade, habe ich den nicht gefilmt.
Fast wäre ich auf dem Grünen gewesen mit dem ersten Schlag. Soll ich schauen? Mit einem 7er Riesen. Ein bisschen mehr links. Wäre schön gekommen. Ei. Not bad. Eigentlich ist das der beste Schlag, den ich jemals hatte in meiner jungen Golfkarriere. Von 4 Löchern. Ja, jetzt bin ich so nervös gewesen. Aus einer Birdie-Chance ist ein Boogie geworden. Ah, schade. Ja, noch. Und mein erster Boogie. Das ist jetzt so schade, dass ich den nicht filmen kann. Oh shit. Also, das Paar 5. Der erste, der Driver ist natürlich wie gäng in die Hose. Dann immer noch sehr weit weg. Dann habe ich mein 3er Fairway Wood genommen. Dann müsst ihr schauen, da hat es schon aufpassen. Aber den Cape habe ich, der ist mir wunderschön. Habe ich den voll verwutscht, dann hat den schön so ein Bögeli genommen, um die Bäume herum. Jetzt müsst ihr schauen, wo der liegt, wo, das Heiland unten. Ja, langsam geht es irgendwie besser. Echt schade, haben wir nicht so dafür. Ich will nicht, dass die Leute hinter mir müssen warten müssen. Aber dort liegt er. Ja, der Cape ist weit. Das ist noch ein schöner Golfplatz, muss ich sagen. Ja, ich wohne ja fast nebendran hier. Ja, da. Wo ich der letzte der Driver nicht gesehen hat, das Baueli. Ich dachte, jetzt von dieser Länge sehe ich nehme jetzt mal einen gelben, vielleicht sehe ich das besser. Ja, wir sind noch bis drüber. Mal schauen, welchen Schlag es noch braucht. Ja, da habe ich nicht bereicht. Nein, nicht schlecht bereicht. Es waren noch knapp bei 200 Yards, vielleicht 180. Ich denke, vielleicht mit dem Fairway Wood haue ich ihn vielleicht zu weit, haue ich ihn drüber. Darum habe ich mich nachher für meinen TaylorMade 5er S entschieden. Ja, okay, war nicht bereicht. Fast auf dem Green. Schlag 3. Paar 5 hier. Ja, noch kein einziges Mal im Bunker gewesen. Gut. Ja, da können wir jetzt schön chippen. Sehen, dass das vielleicht noch 40 Yards. Dort liegt der Cape. Ja, der Bunker ist sehr weit nebendurch. Ich würde gerne noch einmal in den Bunker. Ich habe noch nie einen Bunker gehabt. Nie einen Bunker geholt. So. Schlag 3. Jetzt kommt der Schlag 4. Haha. Birdie-Chance. Ja, 3 so schöne gehabt und dann da habe ich nicht richtig bereicht. Dann bist du über das Grün raus. Fuck, das Bauli finde ich nie mehr, Mann. Also da geht alles drüber. Oder? Dort die Pfanne. Geht alles drüber, hier durch das Gemüse hingern. Ja. Den finde ich jetzt auch noch. Shit. Vielleicht sehen wir das später auf dem Video. Ich denke, der ist fort, da muss ich einen droppen. Da ist schon wieder ein Bauli weg, das ist schon das dritte, das ich verliere. Shit. Ja, sehr gut angefangen hier. Ja, der ist weg.
Schlussendlich haben wir den gleich noch gefunden. Dann haben wir noch für einen Double Boogie gelangt am Schluss. Das ist gut. Solange es ein professionelles Golfwort gibt, für was ich schieße, ist gut. Double Boogie, Triple Boogie. Ist schon gut. Jetzt habe ich ein paar 3, hure längs. Also hier, Double Boogie. Also schlecht bin ich gar nicht. Für das erste Mal Golf bin ich überrascht. Ja, jetzt, das ist Loch 7. Jetzt sind die letzten 6 Jahre ein Triple Boogie gehabt und der Rest waren Double Boogies. Ja, zählt am Schluss, wie viel es drüber ist. Du musst eigentlich nur merken, wie manche, was ich so habe. Ja, ich bin überrascht. Geht gut. Also, ich denke, machen vielleicht ein Double Boogie und der Rest ist, muss ich auflesen nach 10 Schlägen. Ja, weiter geht's. Das nächste ist ein Par 5. 480 Yards. Da muss ich nicht mal mit 2x Driver her. 480. Da geht's. Noch der Tinger. Mal schauen, wie viele Schlagen sie brauchen. Also, jetzt schade, habe ich den nicht gefilmt. 5. Von hier. Dort ist das Green. Pitching Wedge. Schau, wie schön es da her ist. Hier. Eben, Par 5. Das war schon Schlag 5 gewesen. Wieder mal einer verloren. Einen Slicer gehabt. Ah, schön platziert. Hier. Mal schauen, der muss rein. Ja, ist natürlich nicht rein. Aber der zweite, den muss ich mir hin. Eins drüber, Boogie. Wäre schon, wenn ich noch ein Paar würde schaffen würde. Schon noch ein bisschen Traum. Ja, das ist das nächste. Auch wieder Par 4. Die auf meine Karte schauen da. Ja, Par 4. 322 Yards. Das heisst, wieder Driver. Ich slice den Käfer die ganze Zeit. Ich kann nicht gerade hauen, ich weiß nicht warum. Komisch. Ja, noch. Ich habe genug Bauli dabei. Ja, der ist jetzt total in die Hose. 4 über Paar. Ei. Kein einziger Schlag gepasst. Alles ist gerade nicht mehr gegangen. Gar nichts. Alles in die Hose. Jetzt kommen wir zum letzten. Par 4. Ich denke, ich nehme mit Driver gar nicht mehr vor. Jetzt steht er mit dem Eisen. Ich kann mir wenigstens recht gerade. Driver muss ich wieder suchen. Nein, ich muss dringend durch die Driving Range ein bisschen Driver üben. Ich kann die nicht mehr gerade hauen, der klifft Nuss. Jeden einzelnen Schlag, jeden einzelnen Ball muss ich suchen. Dann. Ja. Das letzte Loch, Par 4. 379 Yards. 5 Riesen. Ja, das natürlich nicht können lassen. Ich hätte den Driver müssen nehmen. Aber jetzt habe ich mal wirklich einfach konzentriert auf Technik und nicht auf Power. Und der ist schön gekommen. Der ist Patengrad. Ich denke, das ist mein erster. Nein, mein zweiter Green Regulation heute. Ja, also von Tinger. Da liegt er. Mein orange Bauli. Ich muss auf die Orange wechseln, die Hure Weiss habe ich nicht gesehen. Ich kann Orange kaufen, besser. Da liegt er. Schön green. Ja, Ting. Und dort vorne ist die Fahne, also nicht an das gelbe Windfähnchen. Ein bisschen zoomen, Tinger.
sind immer noch. Das habe ich vielleicht die Hälfte. Vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte. Mal schauen, wie es danach geht. Ja, das letzte Loch ist, ich dachte, ich noch etwas ausprobieren. Es waren etwa noch 180 Yards. Ich dachte, ich jetzt mal mit meinem 3er Fairway Wood Vollgas einen draufhauen. Natürlich drüber gehauen, nicht verwirrt, es war schade. Aber weißt du, geradeaus ist er gegangen. Vielleicht 1 Meter über den Boden, wie eine Rakete. Zack, hat die. Dort liegt er schon. Ja, das sind immer noch. Das sind immer noch 50 Yards. Oh, nein, das Grün sieht schwierig aus. Mal schauen, wie das für eine Neigung hat. Wow. Da liegt er. Ja, ich tue definitiv wechseln von orange Bauli. Das sehe ich viel besser. Wo ist aber noch nicht so ein Unterschied, ob jetzt der teure Bau ist oder der billige. Ich fliege auch gleich schlecht. Ja, die Distanz wäre super gewesen, aber die Richtung hat nicht gestimmt. Ja, dort ist das Loch. Dort ist mein Bauli. Das war jetzt Schlag 3, Paar 4. Da. Das war noch schön. Ich habe recht vorgelegt. Letztes noch Triple Bogey. Das Green war schwierig. Krasse Neigung gehabt. Also, Bogey-Chance gehabt. Dann der Linie gekratzt und Kurven um, zack, und gut. Auch die. Ja, so sehen wir jetzt gehabt. Das war gut gewesen. Also, noch überrascht. Erzähl mal heute. Okay. Bar wäre 36. Auf 9 Löcher. Ich habe 55 gebraucht. Ist nicht mal so schlecht. 19 drüber. Für 9 Löcher für mein erstes Mal. Not bad. Wenn man es hochrechnet, wäre es 110 auf 18. Das ist gut. Noch durch mich okay für mein erstes Mal. Bin recht stolz. Ja, nächstes Mal machen wir es besser. Ja, ich gehe jetzt noch ein Bierchen nehmen. Und mal schauen, was der Tag noch so bringt.